unterdrückt werden. Elif Şahin Kubista will sie ermutigen und bestärken. Sie ist einst selbst als Asylsuchende hierher gekommen und weiß, wie es den Frauen geht. In unserer Arbeit, wir haben genug Erfahrung gemacht. Beratung ist eine Seite, aber politische Arbeit ist auch nötig. Fluchtursachen ist die große Thema, wo man nicht überall diskutiert und geredet, sondern man redet nur, wie die Flüchtlinge schlimm sind und wie sie hier anpassen sollen, wie sie sich benehmen sollen. Und genau das alles ist natürlich nicht der Punkt, warum sie hier sind. Also es gibt bestimmte Hintergründe, genau das wollten wir auch deutlich hier auf der Straße zeigen. Derzeit kommen viele Klientinnen des Internationalen Frauencafés aus Äthiopien, wo Frauen benachteiligt und Gewalt ausgesetzt sind. Mädchen werden häufig genital verstümmelt oder sehr früh zwangsverheiratet. Dazu aktuell der Konflikt zwischen der Regierung und der Volksgruppe der Oromo. Ummanni keenya fakkeenyaaf ilaal ummata kana akkanatti nu harkaa fixu jiranii obboleeyyan keenya fixu jiranii nu ka biyyaa baaneef nyaata yookiin dhugaatii dhabneetiin harmee keenya ajjeesaa jiran obboleeyyan keenya hunda ajjeesaa jiran kuni nu ka hawwiinu bilisummaa argachuudha. Oromoontiin du'a kanarraa ooluudha kan nu barbaannu malee waan biraatiin irra guddaa kan nu barbaannu obboleeyyan keenya kadhuman kun nurraa haa dhaabbatuudha bakka. Oromo ajjeechaan Oromoo kun haa dhaabbatuudha. Aber auch Aufklärung über die Lebensbedingungen geflüchteter Frauen hierzulande ist nötig. Immer wieder machen die Mitarbeiterinnen des Frauencafés mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit auf Frauen in Not aufmerksam und sind gefragte Referentinnen.